Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Ich habe mich hier in dem Maul von dieser Riesenkreatur versteckt, in der Hoffnung, dass ja nichts passiert. Aber wir sind soweit sicher bis jetzt und ich würde sagen, wir machen direkt einmal weiter. Wir sind da oben stehen geblieben, wo uns so komische... Ich weiss nicht, wie ich das bezeichnen soll, die ganze Zeit attackieren. Ja, genau so. Mit irgendwelchen komischen Bömbeli, die wir dann versuchen, ohne Schaden irgendwie durchzukommen. Oder sie zu besiegen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, sie zu besiegen ist einfach eins zu schwierig. Dann versuchen wir da einfach mal gerade den Weg weiterzumachen im uralten Becken. Okay, ich glaube, ich muss da irgendwie da raufgehen. Ah! Und lass mich durch! Jawohl! Und lass mich einfach! Jawohl, jawohl, komm! Ja! Ach, wir haben richtig Schaden bekommen, aber gegen den Kämpfen wäre jetzt einfach sowas von unnötig geworden. Jetzt versuche ich mich wenigstens an denen schon ein bisschen aufzuheilen. Ja, ein paar Seelen haben wir wenigstens wieder bekommen. Jetzt hoffe ich, dass nicht nochmal so ein komisches Riesenviech auf uns wartet. Ah! Wieso? So, dann lieber nochmal das Leben nachfüllen. Den versuche ich jetzt irgendwie zu besiegen. Nein, jetzt bin ich genau noch reingelaufen. Mann. Okay. Wie viel Hit vertreibt er denn? Nice. Wir haben ihn zerstört und wir haben wirklich ziemlich gut Seelen wieder einsammeln durch das, was wir ihn zerstört haben. Und jetzt sind wir da irgendwo an einer komischen Stelle. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir brauchen mal ein Bänkchen, um etwas aktualisieren. Da geht auch nicht wie... Ui! Irgendwelche Gespenster. Sind das Gespenstli gewesen? So eine Art Gespenstli-Wesen. Ziemlich interessant. Und dann haben wir wieder einen Weg aufwärts. Und sonst kein Keimgang oder sonst irgendetwas. Würde ich sagen, es bleibt uns keine andere Wahl, als den Weg entlang zu gehen. Da rauf komme ich nicht. Das heisst, wir müssen hier einmal rundherum. Da hat es auch keinen Weg. Ich hoffe einfach, dass nochmal so ein riesen spuckendes Ding kommt. Da bin ich schon einigermaßen zufrieden. Nice! Ach, ich glaube, das ist der Weg zurück. Schauen wir mal auf der Karte an. Ja, wir bewegen uns langsam richtig zurück. Ich glaube, da sind wir runtergefallen. Wenn ich mich nicht täusche, sind wir da abwärts gegangen. Jetzt ist halt die Frage, wenn wir uns nochmal den Weg zurückbahnen, versuchen, das Bänkchen ganz kurz freischalten, weil das hat $150 gekostet. Dass wir wenigstens mal einen kurzen Speicherpunkt haben und dann weiter schauen, wo es entlang geht. Ich glaube, das wäre fast das Sinnvollste. Das machen wir jetzt auch so. Sola, betrachten! Ein Automat mit einem Symbol einer Bank. Geo einwerfen! Putz! So schnell baut man Bänkchen auch in der Stadt rein. Gar nicht mal so schlecht. So, Karte aktualisiert. Jetzt sehen wir nämlich schon mal ein bisschen mehr, wo es lang geht. Und ich würde sagen, direkt nochmal einmal zurückgehen. Wir haben ja noch einen Weg, den wir nicht erkundet haben. Jetzt muss ich aber rechtzeitig Pause drücken, damit wir da wirklich durchkommen. Jetzt haben wir auch mal wenigstens noch abspeichern. Das wäre mir schon mal ziemlich wichtig an dieser Stelle. Damit wir auch gute Chancen haben. Ah, falsche Seite. Jetzt habe ich gedacht, ich schiesse den ab, weil wir sowieso genug Seelen gerade Vorrat haben. Aber für das muss ich zuerst mal die richtig schiessen. Oh Mann! So. Hallo? Ist das gerade... Hallo? Nein, okay, es ist doch ein Bosskampf. Oh Mann, nein! Mann, nein! Mann, nein! Was wird das für ein komisches Wesen? Das füttert sich gerade mit irgendeinem komischen Viechli. Zerbrochenes Gefäß. Also wir kämpfen gegen irgendein zerbrochenes Gefäß. Ich habe keine Ahnung, wie der reagiert oder was der macht. Okay. Nein. Ich muss zuerst mal ein bisschen seine Fähigkeiten analysieren. Okay. Nein, ich bin zu langsam. Nice, okay. Leben anfüllen. Nice, okay. Oh, jetzt greifen da gleichzeitig auch noch so Gespenstchen an. Oh Mann, der Kampf könnte noch ziemlich hart werden.
Okay, okay, was ist da? Oh mein Gott! Okay, okay, okay. Ich glaube, da werde ich wahrscheinlich mehr als einen Versuch brauchen. Okay, okay. Ich glaube, es ist einfach mal, bis ich verstanden habe, was er so für Fähigkeiten macht, dann sollte das gut funktionieren. Nein! Oh Mann! Aber wenigstens weiss ich jetzt, wie er funktioniert. Am Anfang bin ich halt ein bisschen überrascht gewesen, mit was für Fähigkeiten er genau angreift. Aber ich würde sagen, der ist gut machbar. Der ist gut machbar, den schaffen wir. Nein, viel zu früh angehalten. Oh mein Gott. Zola. Der ist wirklich gut machbar. Und durch das, dass wir ja wirklich gerade das Bänkchen um die Ecke haben, sollte das eigentlich gut machbar sein. So, ich kann noch 1000-mal machbar sagen. Ich muss es auch wirklich schaffen. Okay, wir haben von dem eine Essenz erhalten für von unserem Traum her. Weil da vorne befindet er sich dann auch schon. Oh, unsere Seele ist dann wirklich auch schon direkt vor der Haustür parkiert. Das ist natürlich nicht schlecht. So, gemütlich anhocken, Nerven beieinander behalten und los geht's. So. Ah, das macht er auch. Die Fähigkeit hat er vorher aber noch nicht eingesetzt. Okay. Okay, wirklich so ein bisschen defensiv spielen. Ah, Mann. Ah, wieso jumpt er denn so weit? Leben anfüllen. Leben anfüllen, nicht diskutieren. Nein! Okay, okay, aber die erste Phase haben wir schon mal gut überstanden. Ah, jetzt kommt die da. Okay, okay, okay. Ah, Mann! Wie kann ich mich zweimal treffen lassen? Okay, okay, okay. Versuchen jetzt ein bisschen unseren Schuss abzuhitten. Wie viel man willst du die Fähigkeit noch machen? Ah, auf das bin ich jetzt so nicht vorbereitet gewesen. Nein! Das ist so dumm von mir. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt einfach dumm von meiner Seite. So, da wir ja wissen, wo wir durch müssen, nehme ich jetzt mal den Kompass raus und würde sagen, wir nehmen irgendetwas anderes mit. Aber die Frage ist, was? Wenn wir einen stabilen Körper mitnehmen, dann werden wir nicht zurückschlagen. Oder wir nehmen wieder unseren dornenden Qual mit, dass wenn wir Schaden bekommen. Komm, wir nehmen den dornenden Qual mit. Alles klar, los geht's. Dritter Versuch. Der letzte von allen. Jetzt werden wir ihn einheizen. Jetzt werden wir ihn richtig einheizen. Das kann ich mir so nicht gefallen lassen. Ich hoffe aber auch, dass er uns etwas Besonderes dafür begibt. Dass wir ihm da jetzt so eins auf den Deckel hauen. So, da vorne sollte gerade unsere Seele auf uns warten. Nein, das finde ich aber ziemlich cool, dass er wirklich jetzt mal ein Bosskampf mit Bänkli nicht so allzu weit weg ist. Aber ich würde sagen... So, was habe ich denn eigentlich dabei? Eigentlich hätte ich das Seelenfänger noch rausnehmen können. Ja, wenn wir jetzt wirklich nochmal empfehlen, nehme ich den Seelenfänger raus für unseren Zauberbändiger mit, dass wir mehr Schaden machen mit unserem Zauber. Oder sogar unser Lebensblut, dann hätten wir mehr Leben zur Verfügung. Ja, schauen wir uns das an. Ich behaupte, man schafft das jetzt. Zerbrochenes Gefäß. Jetzt ist Feierabend. Ich mehr defensiv spielen. Okay, okay. Nein! Okay, okay. Das lasse ich mir nicht bieten. Das lasse ich mir gar nicht bieten da. Wirklich eigentlich immer auf die Fähigkeit warten, dann kann ich ihn schön runterhitten. Okay, okay. Da ist jetzt, ehrlich gesagt, er mega schön ausgewichen. Okay, okay. Bis jetzt heben wir uns eigentlich mal gut, aber das kann sich halt noch schnell ändern. Einmal Leben anfüllen und... Ah, Mann.
Gut, gut darauf achten, wo er genau anschießt. Ich glaube, wir sind da komplett aus der Reichweite raus, Gott sei Dank. Okay, okay. Okay, okay. Also wenn ich an dieser Strategie so festhebe, sollten wir uns eigentlich gut können wehren. Nein, die Spade abgedrückt. Gut, gut. Nice. Oh nein, jetzt habe ich gedacht, wir haben nochmal eine Phase überstanden und ich kann mich ganz kurz nachheilen. Das war mega dumm von meiner Seite gewesen. Nein, okay. Okay, noch 2 Leben. Einfach konzentriert bleiben, das ist trotzdem noch machbar. Es ist machbar, es ist machbar. Let's go! Nein, nicht nochmal, nicht nochmal! Nicht nochmal! Aha, noch 1 Leben, noch 1 Leben! Jetzt ist die Frage, wer überlebt länger? Nein! Oh Mann! Okay, also mit dem Leben anfüllen sieht es auch bei dem Kampf recht scheiter aus. Jetzt ist halt die Frage, nehmen wir den hier raus und würden wir für das jetzt den hier mitnehmen? Wenn wir den rein tun, sehen wir, haben wir 2 Leben mehr zur Verfügung. 2 Leben können sehr viel ausmachen. Oder wir nehmen den Zauberbändiger zum mehr Schaden. Nein, komm, wir probieren es mit zusätzlichen Herzen. Ganz ehrlich, die 2 Leben, denke ich, hätten uns jetzt noch gefällt, um den Kampf zu gewinnen. Und jetzt werden wir es schaffen. Wir haben 2 Leben mehr zur Verfügung. Dagegen hat er nichts auszusetzen. Let's go. So, dann haben wir wirklich... So, da sollte unsere Seele gerade wieder kommen. So, dann. Sind wir ready zum Gewinnen? Ich glaube schon. Let's go. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wenn er so runterhüpft, ob ich einfach bei ihm zu soll versuchen stehen bleiben. Weil ich habe immer das Gefühl, die Bömbeli schlagen ihn nicht so sehr. Nein! Oh, das war ein bisschen dumm gewesen. 1 Leben aufgebraucht. Oh nein, jetzt habe ich... Oh Mann! Mann, Mann! Die Fähigkeit ausweichen ist einfach gottsjämmerlich mühsam. Aber jetzt ich habe das Gefühl, er setzt Fähigkeiten ein, die er vorher in der ersten Phase nie eingesetzt hat. Und die Gespenster sind beim ersten Mal wirklich erst in der zweiten Phase auftaucht. Das verwundert mich schon ein bisschen. Ich habe das Gefühl, er ist irgendwie ein bisschen stärker. Mann, 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 Mann! Nicht irritieren lassen, ruhig bleiben. Wäre mir nur das dumme Gespenst nicht im Weg kommen. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Oh Mann! Nice. So, wenigstens nochmal 1 Leben nachfüllen. Die zweite Phase ist abgebrochen. Nein, jetzt bin ich... Oh. Okay. Nein, die Spade abgumpelt. Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Wir sind der Boss im Revier, nicht er. Nice, ist es gewesen. Nice, genau die 2 Herzen, die wir jetzt zusätzlich hatten, haben wir am Schluss doch noch brauchen zum Gewinnen. Oh. Okay, okay. Wehe, du stehst noch mal auf. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt im Hollow Knight und auf das habe ich jetzt gar keine Lust. So, du Gefäß, dich haben wir erledigt. Mit 4 Herzen schauen wir mal schnell nach, was da jetzt vor sich geht. Ich muss sagen, auf eine gewisse Art und Weise ein harter Kampf, aber irgendwie
sobald ich langsam gecheckt habe, wie ich die Fähigkeiten genauer einsetzt und wie es weitergeht, ist es eigentlich noch recht simpel gegangen. So, 3 Versuche haben wir gebraucht, ziemlich zufrieden an dieser Stelle. Jetzt komme ich da gar nicht mehr rauf. Ah, schon wieder so eine Lücke, wo ich nicht raufkomme. Okay. Dann machen wir uns da auf den Abweg. So. Jetzt hoffe ich, da erwartet uns jetzt nichts Schlimmeres. Hallo? Da hat es irgendetwas. Ich schaue mir zuerst hier noch den Weg durch an. Okay, dann schauen wir uns das mal schnell an. Und zwar... Konsumiert Monarchenflügel. Drücke X, während du in der Luft bist, um mit den Flügeln zu schlagen. Nutze ätherischen Flügel, um über Feinde hinwegzugleiten und neue Wege zu entdecken. Was? Wir haben Flügel bekommen. Nice. Jetzt schaffen wir es nämlich auch, zu der Maske gelangen. Und mehrere Strecken, die wir jetzt wirklich bis jetzt nicht angebracht haben, bringen wir jetzt zu 100% an. Nice, wir haben Flügel erhalten. Wehe, der Kampf hat sich wirklich gelohnt. Ah, was kann ich denn da noch mit unserem... Was? Ich habe nur so Kreisel rundherum gesehen und habe jetzt gedacht, komm, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Okay. Okay. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, was da gerade vor sich geht. Okay. Bam, bam. Zack. Okay. Aber nicht... Nein, nein, nein! Nein! Wieso? Jetzt ist er stärker. Okay. Nochmal auf ein neues. Mal schauen, ob wir noch das zweite Mal überstehen. Okay, ja. Er ist einiges stärker. Er ist eindeutig einiges stärker. Hoppla, hoppla. Nice. Erste Phase haben wir durch. Wir haben noch alle unsere Leben. Nein, das war dumm. Nicht geachtet. Concentration. Nein, ich hatte gehofft, ich kann über ihn drüber kumpen. Okay, okay. Nice, zweite Phase haben wir auch schon. Und noch volles Leben. Wir haben erst die 2. Wieso kommst du mir genau in die Schnurren rein? Nein, jetzt fängt er wieder mit denen an. Okay, jetzt bin ich gerade wirklich dumm am Spielen. Oh, schade, ich habe gemeint... Ah! Komm jetzt, das schaffen wir. Okay, das schaffen wir, komm. Nein! Nice Leben. Die Frage ist jetzt, wer stirbt zuerst? Die Frage ist jetzt wirklich, wer stirbt zuerst? Okay? Wir haben keine... Nein, wir haben... Nice, okay. Immer noch... Nein! Jetzt hat er auch mehr als 3 Phasen. Ne? Aber ganz ehrlich, jetzt gerade momentan ist er wirklich andere Liga. Ich glaube, wenn wir jetzt den besiegen würden, würden wir allgemein einfach noch Essenzen erhalten. Und darum würde ich sagen, wir ignorieren den jetzt einfach einmal. Und machen uns ganz langsam auf den Weg zurück zu unserem Bänkchen, bevor wir da wirklich noch dermaßen gröber auf den Keks bekommen. So. Genau, jetzt haben wir auch noch einen Weg, wo wir vorher zum Beispiel nicht durchgekommen sind. Da können wir gemütlich raufhüpfen. Ach komm, schauen wir zuerst mal da noch durch. Wenn wir schon gerade da sind. Okay. Nice, aber die geben noch gutes Dollar. So, dann haben wir schon mal wieder unsere 50 Dollar beieinander. Wey, es regnet Dollar. Ich habe meinen Kompass nicht dabei. Es wäre besser, wenn ich wieder zum Bänkchen gehe. Und fällt mir gerade so ein. Fällt mir jetzt einfach gerade so an der Stelle ein. Aber ich schaue jetzt ganz kurz mal
einfach nach. Das sollte ich mir können merken, den Weg. Okay. Nein, wir müssen dort so komisch drauf gehen. Okay, probieren wir das ganz kurz. Und sonst mache ich mich auf den Weg zurück zum Bänkchen, um unseren Kompass zu holen. Okay, das funktioniert gut. Okay. Das tönt nach einem Raupen. Okay, alles klar, wir haben das für ein Räubli gemacht. Woohoo, yeah! Ein Raupen mehr gefunden. Nice, das sage ich natürlich auch nicht nice. So, dann machen wir uns zurück zu unserem Bänkchen. Ich sollte unbedingt meinen Kompass mitnehmen. Ohne den mache ich mir wirklich ein kleines Schiss in den Hüsli. Dass ich mich irgendwann dann nicht mehr finde. Und darum... Let it go! Let it go! Und da sind wir auf dem Thron. So, dann nehmen wir jetzt eigentlich den wieder raus und den nehme ich auch raus. Dann nehme ich wieder unseren Schamanenstein mit und unseren Kompass. Ich glaube, so in dieser Kombo sind wir eigentlich immer ziemlich gut unterwegs, wenn es nicht um Bus geht. Ja. Aber wisst ihr was? Wir machen doch an dieser Stelle einen kurzen Cut. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Und in dem Fall sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heisst, der Runde Hollow Knight mit eurem Schweizer. Danke vielmals fürs Einschalten und ciao.